Grüß euch, der Fighter ist und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer Zock a Bavarian Tale. Wir hängen immer noch da fest. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ähm, habe mir noch keinen groben Plan gemacht. Da ist eine Bank, wo wir nicht hinkommen. Ähm, was davon können wir nicht. Das heißt, wir können da ganz entspannt umhatschen. Dahin durch. Da steht jemand. Ansprechen. Eine junge Frau steht vor ihrem Haus und blickt. Ihr Blick fällt auf dich. Sie hält inne. Guten Tag. Die junge Frau sieht dich fragend an. Gespräch verlassen. Naja, wir sind weit gekommen. Aber sie stehen immer an der Wand. Okay. Da geht's zum Wirtshaus. Haben wir jetzt irgendwas verpasst? Also ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht. Da haben wir den blöden Zettel gehabt. Die stehen gerade alle wieder aufgeleitet. Da Umi waren wir schon. Der Herr Bürgermeister. Ich weiß nicht, wir gehen jetzt einmal schnell ins Bettchen. Das haben wir das letzte Mal nämlich gar nicht mehr gemacht. Und wenn wir dann am nächsten Tag aufstehen, dann schauen wir nochmal, was wir jetzt für Aufgaben haben. Vielleicht können wir auch nochmal mit ihm schmatzen. Wir kannten mit dem Schorsch nochmal sprechen. Schorsch! Auf der Terrasse vor dem Wirtshaus triffst du einen leicht angetrunkenen jungen Mann. Hallo Schorsch! Mit etwas getrübtem Blick schaut dich der schon. Finden wir mal heraus, was du in dem Abend getan hast. Hoch die Gläser. Oh nee, nicht nochmal. Okay. Bis auf. Schlafen gehen. Eingangstür zum Wirtshaus. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wir schlafen jetzt einfach mal, wenn es sein muss, den ganzen Tag durch. Ist es ja wurscht. So. Hallo Schorsch. Nee, das würden wir jetzt wiederholen. So, jetzt gehen wir, weil wir hier die Flaschen jetzt tagsüber sehen, einfach nochmal den Weg hier entlang und schauen, ob wir irgendwas verpasst haben. Das ist der Tatort. Das ist das Gebüsch untersuchen. Das Gebüsch an dieser Stelle sieht mitgenommen aus. Ja, das haben wir schon mal festgestellt. Dann war da Flaschen. Und dann müssen wir da in die Richtung schauen. Da ist ein Stock. Das ist was anderes. Nochmal Stock. Da ist Flaschen, genau. Da ist merkst die Flaschen. Der hat echt gut zum Saufen dabei gehabt. Was ist da drüben los? Da gehen wir jetzt hin. Da steht eine im Holz. Seht ihr das? Ist ja witzig. Witzig. Tagsüber läuft es sich hier viel leichter. Da haben wir nichts verpasst. Da ist Flasche. Da ist er irgendwo gestanden. Ich würde gerne wissen, wer da wohnt. Warum er da lang gelatscht. Aus irgendeinem Grund wird es doch an. Wer wohnt da? War er Fenstern? Hat er gemeint, der muss noch Fenstern gehen? Da gehen wir aber nicht durch. Und Springer kann ja der auf nicht. Da ist zu. So.
Das wird auch gar nichts, gell? Und dann waren wir wieder da. Da, wo wir jetzt heute angefangen haben. So ein Scheißdreck. Also ich habe keinen Peil. Wirklich gar keinen Peil. Gehen wir zu dem Steg da oben. Wo der andere durchschaut. Hallo. Geht's dir nicht gut? Scheinbar. So. Da ist aber auch nichts mehr. Und dann sind wir wieder. Also seine Juppen haben wir nicht gefunden. Schwendnerin. Frau Schwendner auf der Terrasse der Gäste. Die Frau Was Schwendner. darf ich Ihnen kurz da, Herr Wissen Sie Stauderer? zufällig, ob Schorsch eine Jacke anhatte, als er das Wirtshaus verliehen? Informationen. Können Sie mir etwas über die Schormeierhof erzählen? Da gab es wohl einen Suizid. Guten Morgen, wo finde ich den Bürgermeister? Was können Sie mir über den Herrn Pfarrer erzählen? Ich würde gerne was kaufen. Nee, 2. Die Zensi, ja. Mei, schlimm war das. So eine junge Frau. Und dann hängt die da im Schupfer vom Balken. Dem alten Schormeier hat das schon scharfer gemacht, meine ich. Ich glaub, der hat die schon mengen. Die war ja schon länger auch bei ihm auf dem Hof. Die ist vor ein paar Jahren da angekommen mit ihrer kleinen Schwester, der Resi. Die ist eigentlich auch eine ganz Liebe. Aber ich glaub, die Mädels haben ganz schön was mitgemacht, bevor die auf den Hof gekommen sind. Ich weiß zwar nichts Genaues, aber die Resi kann halt nicht mehr gut mit anderen Leuten. Ach schon, wie das Verhältnis zwischen Schormeier und Resi. Es läuft schon wieder richtig gut. Dann gehen wir gleich mal wieder was essen. Ist wurscht. Wenn wir es nicht schaffen, schaffen wir es nicht. Ja, ist wurscht. Ja, was weiß ich. Der Schormeier hat die Dirndler in so eine kleine alte Holzhütte da hinten im Wald reingelassen. Da wohnt die Resi jetzt schon eine Zeitl. Die kennt sich ganz gut aus mit Pflanzen und Kräutern und macht so kleine Teesackerl und Tinkturen und Glücksbringer und alles Mögliche. Und das verkauft's dann, um sie ein bisschen was zu verdienen. Entschuldigung. Ja, viel ist das freilich nicht, aber die braucht ja auch nicht viel. Und um den Rest hat sie immer Zensi gekümmert. Ich weiß gar nicht, wer die Resi jetzt zurechtkommt. Man hört und sieht ja nichts von ihr. Nochmal Ausstrahlung. Es ist unfassbar. Komm, hör doch auf. Nicht, dass ich wisset, aber das glaube ich halten leider eher für sich. Der Schormeier war schon sehr auseinander, wie das war mit dem Selbstmord. Der hat scheinbar gleich noch nach dem Doktor geschickt, am Schweighöfer. Aber der hat wohl auch nichts mehr machen können. Und dann haben sie es ja nicht einmal auf dem Friedhof begraben dürfen als Selbstmörderin. Das erlaubt die Kirche nicht, sagt der Pfarrer. Dabei ist der Schormeier schon eher gläubig, also ich glaube, das war dann ein bisschen viel für ihn. Ich glaube, der hat Leich sogar selber gefunden. Das arme Dirndl. Hängt sie auf seinem Hof und dann kann es nicht einmal beerdigt werden. Es ist schon tragisch alles. Was darf ich Ihnen kurz da, Herr Stauderer? Derweil nichts anderes. So, jetzt schauen wir mal, was bei uns nur so ansteht. Das da. Rätsel um den Ort. Was ist mit dem Bibelvers auf sich? Der Pfarrer, eine beziehungsweise die ältere Dame hat was angedeutet. Da können wir gar nichts machen. Folge der Spur weiter. Schorsch war wohl noch unterwegs. Er hat dabei eine Spur aus leeren Flaschen hinterlassen. Wenn ich der Spur folge, kann ich vielleicht herausfinden, was er getan hat. Volllaufen lassen, dann kann ich vielleicht erinnern, was er getan hat. Ich muss mich nochmal volllaufen lassen. Das Opfer hat einen Knopf in der Hand. Schorsch weiß nicht, wo seine Jacke ist. Wenn ich die Jacke finde, den Knopf fehlt, wäre das ein starkes Indiz für, dass er der Mörder ist. Ja, aber ich kann doch nicht sein. Ich mag mich nicht nochmal volllaufen lassen. Nein, lassen wir uns halt nochmal volllaufen lassen. So ein Scheiß. Hallo Schorsche, saufen. Valentin, das ist alles für einen guten Zweck. Und dann hat er zu ihm gesagt, was Ja, wir werden das jetzt überspringen. Den Schmarrn haben wir schon mal gehabt beim letzten Mal. Das ist... so. Das ist schon was anderes, so ein Krieg. Das
Das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. Das nervt mich jetzt Das gerade ist nichts wie Menschliches, Sau. nein. Da muss man das mit. Ja, jetzt weiß ich. Betrunken. So, jetzt ist wieder mitten in der Nacht und wir spazieren los. So, da ist. Ja, der kann wieder nicht hatschen. Da ist Flaschen. Da ist Flaschen. Da drüben ist Lampen. Uninteressant. Da ist Flaschen. Weil der rennt. Du kannst nicht gerade als Zurrer gehen, wenn du Zuffer bist. Flasche, Flasche. Flasche. Irgendwann müssen wir ja nochmal. Flasche. Flasche Tatort Busch. So weit waren wir schon mal. Vielleicht geht es auch einfach nicht weiter, weil wir schon nur mit Zufall sind. Gewesen sein. Wolleck. Sagst du. Es ist nicht einfach. Scheiße. Ach geh! Jetzt renn halt dann auf, du Arsch. Geh halt jetzt dann auf. Jetzt sehe ich es erst, dass da oben Zeit mitläuft. Boah, du regst mir auf jetzt! Weil geh jetzt dann auf. Geh dann auf! Ich rast aus. Oh, das macht mich aggressiv. Die ganze Zeit konnte durch kein Wasser durchgehen. Und jetzt plötzlich voll der Obi. Der Scheißkerl. Jetzt hängt er noch fest. Wunderbar. Ach, geh jetzt. Geh jetzt da raus! Wir hängen fest. Ich lade nochmal, Kinder, wir sehen uns gleich wieder. So, dann sind wir nochmal besoffen und dann geht's nochmal los. Aber wenn ich keine Ahnung habe, wo wir da langlaufen wieder. Also, wir hatten die ganzen Flaschen, die erkennen da. So. Jawohl. Völlig besoffen, gehen wir da jetzt weiter. Ja. Also, Burschen, Mädels, Jungs und Mädels, sauft's nicht so früh. Ich hänge schon wieder irgendwo. Du siehst doch da nichts im Dunkeln, gell? So. Jetzt fetzt er da einfach oben. Mein Gott, jetzt bitte. Warum sie einer was einfallen lassen mit dem Schmarrn? Ich komme niemals über diese Baumstämme drüber. Bitte, bitte, geh einfach da drüber.
Auch geschafft. So. Du sollst da nicht dran vorbeigehen, du sollst da drauf gehen. Oh, nochmal so eine Schande hier. Folge der Sturzflaschen. Ja, das machen wir ja gerade. Flasche. Flaschen. 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 Flasche. 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 So, jetzt haben wir da drüben die nächste Flasche, oder? Ja. Flasche. 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 Untersuchen. Da, die Leiter ist es. So. In diesem Hof wirkt auf den ersten Blick alles ganz normal. Hier lehnt eine Leiter an der Wand. Darüber steht ein Fenster offen. Umsehen. Sieht so aus, als wäre der Schorsch hier gestern Abend hochgeklettert. Was hat er wohl gemacht? Ob er eingebrochen ist oder war er Fenstern? Vielleicht haben die Bewohner des Hofes etwas mitbekommen. Mit dem Rausch im Kopf kommt das jedoch gewiss nicht gut. Ausnüchtern ist dringend nötig. Du solltest deinen Rausch im Gästezimmer von Frau Gschwenden ausschlafen. Morgen gilt es herauszufinden, was hier passiert ist. Da, zack. Zeig aufheben. Wunderbar. Jetzt müssen wir bloß das Wirtshaus finden. Na, das ist ja gleich hier ums Eck. Dafür hat er die ganze Runden dran müssen, dafür, dass er dann zum Fenster geht. Ich kriege einen Vogel, echt. So. Das war alles die Leiter entdecken, solange wir nur besoffen sind. Und dafür haben wir das letzte Mal eine ganze Folge verballert und jetzt auch schon wieder 10 Minuten. So. Jetzt geht's da retour und dann schauen wir, wer da wohnt. Abgesperrt. Hallo Apollonia? Grüß die Valentin. Was bringt die her? Entschuldigung, ich möchte wirklich nicht stören, aber kennen Sie den Schorsch? Wenn's das nicht wusst, warum tust du das nachher? Du bist der Stauderer, oder? Der hier überall umeinander rennt und Fragen stellt. Ja, so scheint es zu sein. Mein Name ist Valentin Schmidt. Sie sind Apollonia und Sie kennen den Schorsch? Ein Schorsch? Keiner. Wer immer einer das gesagt hat, hat leider keinen Schmarrn verzeiht. Was hat er gemacht? Das ist die Frage. Ich brauche Ihre Hilfe, um ein paar Lücken zu füllen. Na, das kann ich mir vorstellen, dass der Lücken hat. Wahrscheinlich erinnert er sich an gar nichts mehr. Na, das ist mir leider nicht vergund. Die junge Frau sieht dich fragend an. Wie ist denn Ihre Beziehung zum Schorsch? Was das für eine Beziehung ist? Keine besonders anständige, da die sagen. Aber eine Liebesbeziehung scheint es schon zu sein. Schließlich bringt der Schorsch Ihnen Blumen. Das machen wir. Schon ja, die bleiben ja allein helfen mir aber auch nix. Sag einmal, woher weißt denn du das eigentlich? Da weiß ja einer Bescheid. Ja gut, also der Schorsch ist schon in der Nacht noch gekommen. Also er war bei mir. Gekommen ist in der Nacht keiner, wenn Sie verstehen. Aber immerhin hat er etwas zum Trinken dabei gehabt. Da hast schon recht, besser als nix. Aber in der Nacht ist mir schon vergangen, muss ich ehrlich sagen. Von so manchem habt ihr Männer einfach keine Ahnung.
Ist ja egal, schauen wir mal, ob's trotzdem geht. Genau, das hat der Schorsch auch gesagt. Bestimmt fragst dich jetzt, was das überhaupt ist mit dem Schorsch und mir. Wie er das angefangen hat, war der so romantisch. Der Schorsch, ja. Er hat gesagt, er darf mich schon heiraten, wenn er das Geld dafür beieinander hätte. Alles nur leere Worte, sag ich da. Nur Lug und Betrug. Wie er Nutten behandelt er mich oft. Stell dir das einmal vor. Also, am Anfang war das alles ganz anders. Da hat er sich Mühe gegeben. Da waren wir einmal spazieren, im Wald, unten am Fluss. Da waren wir so verliebt, da haben wir es nicht einmal mehr heimgeschafft. Du weißt schon. Und einmal sind wir sogar miteinander in die Stadt gefahren. Da hat er was erledigen müssen, der Schorsch, und da hat er mich mitgenommen. Da haben wir was erlebt. Aber in letzter Zeit kommt er eigentlich nur noch auf die Nacht vorbei, wenn er recht besoffen ist. Dann steht er mitten in der Nacht vor der Tür. Und so war es auch in der Mordnacht mit dem Schorsch. Schon, aber anders. Ich war schon recht bes mit ihm, weil er jetzt immer so ist mit mir. Also hab ich mal gesagt, den lasst nimmer rein. Verarschen lasst ich mir nämlich nicht. Das sag ich dann. Na war Ruhe, erst einmal. Wie ich schon wieder im Bett lieg, höre ich ein Graschel und ein Gestöhne und ein Bumpern, hab ich mir gedacht, was ist denn da los? Schau ich wieder aus dem Fenster, steht da der Schorsch. Auf einer Lorte. Blärmi hat er im Mund gehabt. Hält sie mit Mühe und Not an derer Lorte fest. Alles wackelt. Ich hab ihm schon hinüberfallen sehen. Also hab ich ihm einer Käufer. Die anglutschten Blärmi hat er mir in die Hand gedruckt mit so einem psuffener Grinsen in der Lätschen. Schmusen wollte er aber, ich sag's dir, der hat gestunken wie eine ganze Schnapsbrennerei. Ich hab ihm gesagt, er soll sich hinlegen und eine Ruhe geben. Er konnte schon da schlafen. Aber morgens, der hätt eine Ruhe geben, unser Casanova. Die ganze Zeit mit die kalten Händen unter mein Nachthemd rein und einen Schmarrn geredet hat er und ich wollte eigentlich nur schlafen. Aber mei, was soll ich sagen? Ich bin eben auch nur ein Mensch. Jeder hat Bedürfnisse. Du gewiss auch. Wenn man da schon einen Mo im Bett hat und der einem so Sachen sagt, mei, manchmal pressiert's halt. Nachher lasse ich mich schon dazu hinreißen, mit dem psuffner Deppen, verstehst? Und dann geht nix, gar nix. Tote Hose, verstehst? Und na ist die Nacht schon rum gewesen und draußen hat das Geschrei wegen am Lenz gefangen. Nachher hab ich ihn rausgeschmissen und seine bläden, unglutschten Blärmi gleich hinterher. Vielen Dank wirklich, Sie haben mir sehr geholfen. Sagen Sie bitte, hat der Schorsch seine Jacke mitgenommen? Na, die hat er da gelassen, der depperte Hund. Die gebe ich dir gleich mit. Aber sag doch du zu mir. Aber du, Valentin, kann ich dir noch was fragen? Wegen am Schorsch, weil du hast ihn ja jetzt auch schon kennengelernt. Also, was ich eigentlich fragen wollte, du hast den Schorsch ja schon kennengelernt jetzt. Kannst du vielleicht rausfinden, was der denkt von mir? Ob der mich schon gern hat oder ob ich mir das alles nur einbildet? Das war super, Valentin. Die junge Frau, Sie die Gespräch beenden. Jetzt haben wir endlich einmal etwas erreicht, mit dem wir arbeiten können. Achso, wir sollten ins Inventar schauen, die Jacken anschauen, oder? Schorschabel, ja, das ist uninteressant, das haben wir alles nicht gemacht. Empathie nach oben. Wir haben 3 Punkte. Dann Empathie, Bauchgefühl, Scharfsinn. So, und da haben wir, ich glaube wahrscheinlich beim Schorsch und bei der Apollonia was zugekriegt. Passt. Was ist da? So. Was denkt der Schorsch wirklich von Apollonia? Sollte ich herausfinden, sollte Schorsch aufklären, was er über den Mörder, dass er wohl nicht der Mörder ist und was er sonst am Abend getrieben hat. Schorsch ist unschuldig, das muss möglichst bald den Lehrer darüber informieren, bevor er etwas Unüberlegtes tut. Das machen wir jetzt. So, jetzt gehen wir jetzt allererst zum Schorsch. Weil der ist, wenn ich mir recht entsinne, immer wieder besoffen da auf dem... Aber der Schorsch. Wird etwas gedrückt, Blick schaut dich an. Ich weiß jetzt, was du in besagter Nacht getan hast. Sag mal, Schorsch, was
ist das mit der Apollonia eigentlich für dich? Das fragen wir zuerst. Die Apollonia? Ja, das ist schon eine Fesche. Und nett ist die auch. Und die hat einen Appetit, Valentin. So was hast du noch nicht oft gesehen. Super ist das. Ja, die gefällt mir schon. Aber weißt, ich kann dir doch nichts bieten. Das ist alles nicht mehr, wie es einmal war. Ich kann ja kaum mehr schlafen. Also das Bier hilft schon, aber sonst. Wenn es auf einmal stark und dunkel ist, der hörst dann schreien. Bin ich auf einmal wieder mittendrin im Krieg. Überall das Blut. Was ich dann auch. Nein, Valentin. Das kann ich da gar nicht verzeihen. Weißt, manchmal sieg ich es sogar. Und manchmal, wenn ich dann aufwache, dann hockt der da, in meinem Zimmer, auf dem Stuhl und schaut mich an. Sagt aber nichts. Ja, schaut bloß. So ein junger Mann ist das. Fast nur ein Bub. Und überall das Blut. Dann machen wir jetzt mal fast in die Hosen. So der Schriege da. Vielleicht verliere ich auch einen Verstand. Ich weiß nicht. Aber das ist doch kein gescheiter Mann nicht. Ich bin doch kein gescheiter Mann mehr. Nein, die soll sich einen besseren suchen. Aber das macht's irgendwie nicht. Einmal hat sie gesagt, sie hätte mich schon ganz gern. Da habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht was sagen soll. Also, ob ich davon verzeihen soll, warum ich nicht schlafen konnte, das alles. Aber ich weiß nicht. Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich weiß nicht, ob du das erzählen musst. Ich glaube, sie mag schon eher einen echten Kerl, keinen Waschlappen. Vielleicht behältst du das besser für dich. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, vielleicht tust du es dir gut, dich einer vertrauten Person gegenüber zu öffnen. Die Apollonia versucht gewiss, dich zu verstehen. Das nennen wir. Mit etwas getrübtem Glück schaut George dich an. Ich weiß jetzt, was du in besagter Nacht getan hast. Hey Valentin, du bist wirklich ein Schau. Ich glaub's ja fast nicht. Aber sagen wir's gleich. Hab ich was zum Tor mit dem Lenz? Kann dich gleich beruhigen, du hast nichts mit dem Mord zu tun, du warst anderweitig beschäftigt. Mein Lieber, da bin ich jetzt aber beruhigt. Ehrlich wahr. Danke, dass du mir da so geholfen hast. Hast echt was gut bei mir. Gespräch verlassen. So, und jetzt gehen wir zum Lehrer Lenz. Zum Lehrer. Wie heißt er denn? Zum Lehrer halt. Das, ja, die sind alle besoffen. Das macht ein Bild für Bayern, das ist ja unfassbar. Ich möchte erwähnen, wir Bayern sind nicht immer besoffen. Bloß manchmal. Das ist nicht der Lehrer. Bist du der Lehrer? Nein, nicht der Lehrer. Da hinten steht er. Steckelt oder sie. Lehrer Leubel. Hey, Leubel. Vor der Schule steht ein junger Mann. Er wirkt angespannt. Hallo, Herr Leubel. Herr Leubel, ich kann Schorsch als Täter ausschließen. Können Sie das? Welche Beweise haben Sie für Ihre Behauptung? Es gibt eine Zeugin, die ihm ein wasserfestes Alibi gegeben hat. Er war zur vermuteten Tatzeit bei ihr. Bei einem Mädchen war er. Was? Das machen wir doch nicht. Wir können doch nicht einfach... Können wir? Nein, machen wir nicht, oder? Ein Weiberheld ist der Schorsch. Er hat keine heldenhaften Leistungen mehr vollbracht, aber er ist zur Tatzeit definitiv mit anderen Bemühungen beschäftigt gewesen. Nein, wir machen das eins. Ah, ich verstehe. Aber ich merke schon, Sie sind ein Guter. Sauber, Herr Schmidt. Aber der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß. Lauert nur auf den Moment, noch einen von uns heimtückisch zu ermorden. Wir werden nicht abwarten, bis er nur mal so eine Sauerei anstellt. Es gibt doch sicher noch andere Verdächtige, deren Alibis ich zunächst prüfen sollte. Ich würde auch lieber Urlaub machen, als Leute hier auszufragen, aber es scheint nötig. Ich werde nichts zulassen, die Selbstdezid üben. 1. Da haben Sie recht. Vielleicht können Sie ja mehr erreichen als wir. Hören Sie sich ruhig noch weiter um. Ich glaube, an dieser Stelle ist ein Dank angebracht. Ich habe den Schorsch zu Unrecht verdächtigt und Sie haben mich vor einem fürchterlichen Fehler bewahrt. Arbeiter sind wir alle, insofern wir eben nur den Willen haben, uns in irgendeiner Weise der menschlichen Seilschaft nützlich zu machen, sagt ja La Salle schon. Und Sie scheinen einer von uns zu sein. Sie sollten alle, die an dem Streit beteiligt waren, auf den Zahn fühlen. Einer von denen muss das gewesen sein.
Ich glaube ja nicht, dass der Pfaff sich selber seine Hände dreckert macht. Dann kann's ja eigentlich bloß mehr der Alois gewesen sein. Der hat doch eh so eine kurze Zündschnur. Total abgestumpft. Der ist zu sowas in der Lage. Überprüfen Sie mal den. Fragen Sie mal, ob der überhaupt sein Alibi hat. Und lassen Sie einer nicht von seiner Frau Ursula abwimmeln. Bei dem werden Sie gleich merken, dass der das Zeug zum Mörder hat. Können sich darauf verlassen, dass ich hier jeden Stein umdrehen werde, bis der Mörder gefasst ist. So, wo finde ich den Der Alois? Pfistenerhof, der ist im Süden. Gut, danke. So, dann werden wir uns beim nächsten Mal um den Pfistenerhof kümmern und zum Alois gehen. Wir werden jetzt nur mal schnell schauen. Wir haben ja schon wieder so, 2 Punkte dazu gekriegt. Das heißt, Wendigkeit hoch und Geschick nach oben. Der Pfistenerhof ist da. Wunderbar. Und einen Haufen Informationen haben wir gekriegt. So, meine lieben Freunde. Sollte euch die heutige Folge gefallen haben, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen, ein kostenloses Abo und die Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir schauen, was da alles für ein Alibi hat. Und bis dahin, und dann werden wir noch Amor spielen. Wir müssen ja noch der guten Apollonia sagen, dass der Schorsch eins auf sie abfährt. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben. Weil es habt besonders. Pfiat euch und Baba. Eier, der Feind.